Moin und herzlich willkommen hier bei einem kleinen Video über Feierall. Mehr werden nur ein bisschen darüber schwatzen, wie das weitergeht. Und für dich wollen wir aber natürlich vielen Merci sagen, den sich gemeldet hat. 30 Teams, was für Lützburg unmöglich ist, schon gezählt sind 209 Spieler, die mitmachen. Das ist eine Zahl, die ich niemals erwartet habe, wo ich extrem glücklich bin, dass so viele Leute sich dafür interessieren. Und das war jetzt einfach, wie belebt im Moment LOL aus, und wo ich auch absolut gut fand. Mein dicke Merci von euch in dieser Platz. Das ist einfach genial. Und wir hoffen, dass wir etwas Vertrauen du auch können bestätigen. Und wir gehen uns ganz viel mehr für das zu machen. Und ich meine, wir kommen dann noch direkt rüber bei Gruppephase. Ich meine, du erzählst du ein bisschen etwas darüber, ne? An zwei Gruppephase machen wir so. Wenn uns diskutiert, bei 30 Equipen machen wir 3 Divisionen, 10 Equipen. Und ja, wir machen Gruppephase 10 Gruppen mit 3 Teams dran. Und an denen mit all die Gruppen 3 Matches spielen, wir gehen dann einen gewissen Zeitraum Zeit für die 3 Matches zu spielen. Und alle Equipen denken First Pick, alles gibt Probleme, das ist relativ fair. Und wir werden ja nur lösen, noch darüber erzählen, wen er in einer Gruppe spielt. Ja, das ist die Gruppephase fängt am Anfang dann den Mainden an. Den Mainden, den 11. Februar, und das läuft bis den 4. März. Das ist bis zu einer Zeit für die paar Matcher zu spielen. Das ist von alle Kippen spielt 2 Matcher, weil eben zu 3 in einer Gruppe sind. Dann eben logischerweise ein erster von der Gruppe, den könnt dann die erste Division, den zweiten an die zweite, dann den dritten an die dritte Division. Voilà, und ich meine, wir fangen direkt um zu zählen, schon, gebe ich so. Und schon halt die magische Mario Box, wo alle gut Lösen dran sind. Und Laurent schreibt das dann nochmal ganz offiziell auf, fertig rauszählen. Wir fangen dann mit der Gruppe 1. Und zwar haben wir da technische Probleme. Meine, das technische Probleme, sehen wir, du lernst dich die lösen, das ist dann magische Mario Box. Und wir fangen direkt mal an. Und ich zähle das los von der ersten Gruppe, die gehen spielen als Carcase Mafia. Als zusammen mit an der Gruppe mit Monkey Business. An Videogames.lu, ganz gut Team entscheiden. Voilà, an der Gruppe 2 als Team Quantum. Dann Lützburger Chillkröten. An Panda Eats Soul. An der Gruppe 3 Spiele gehen Path of the Exile, oder of Exile vielmehr, oder? Lux Series 5. Kennst du noch? Haters. Voilà, das ist Gruppe 3. 3 und 4. So kommen wir bei 4. Not Good But Different. Dölpesen Unlimited. An Our No Dreamers. Voilà, und dann die 5. Gruppe. Ja. Spiele gegen den Electric Impulse. Fisting Agency. Layer 2 Spielen. An der Gruppe 6 Primal Rage. AK Gaming. An Runic. Gruppe 7 Acelec Gaming spielt gegen Phantom Symphony an mir sind nicht. Gruppe 8 No Name Legends. The Most Feared an Follow the Nidale. Und dann in der Gruppe 9 Spiele gegen den Mighty Nanian Ninja Cats. 0 Credits Left. An Carrion the Bushti. Und dann die letzte Gruppe spielen zusammen Angels of the Darkness. Mit Chillmul an ja. How About a Gang. Voilà, das sind Gruppen, 6 Spiele gegen den. Ja,
Dem macht man auch noch so K.O.-Turnier während dem ganzen Jahr. Das heißt, wir haben dann von so gemacht, dass Schiedsrichter gegen Schiedsrichter spielen quasi, wo man dann auch noch werden sehen, wie gegen wen spielt. Mir das fängt da fängt den 4. März an. Das heißt, auch mit der normaler richtiger Liga fängt es dann noch dem an dünn. Das steht normalerweise immer Zeit für ein Match zu spielen, ein K.O.-Match am Turnier. Ja. Und das heißt, jeder hat eine Chance für die Echten zu gehen und macht wahrscheinlich so, dass man dann zum Schluss für die Halbfinalen, dass man als einen Sonden oder einen Samstag sich in den Weekends für die Matches live zu spielen, natürlich auch zu überdrohen und dass man da ein bisschen aufs Größte daraus macht. Und natürlich gewinnt das Team dadurch einen Pokal. Und du ist auch wenn ich an der Saison vielleicht nicht so viele Chancen hat für zu gewinnen, dann kann ich immer noch am K.O.-Turnier jeder überraschen quasi. Ja, das wäre mal das. Dann haben wir noch Preise vom MVP, also den Positionen, die besten Positionen. Und Männer so dezidiert, dass man von den Kills, Death, Assist Werte gucken. Das ist bei allen Rollen auch anders. Jungler Support anders geguckt wie mit Top und so. Wir sind also noch nicht ganz sicher, aber wir haben wird noch eine Diskussion am Forum starten, für zu gucken, wer der davon halt, wie der das am besten gibt, von den für eine Meinung mit an Boot zu holen. Für das noch mehr genug zu gucken. Ja, das ist mir logisch eine Idee, bis so, wie immer gucken wir, dass wir die Community anbannen. Im Moment braucht man für die Gruppenfassung noch keine MVPs rauszufahren in den Tisch. Bis so mal Zeit vielleicht ganz diskutieren auszuschaffen, und da braucht man da wirklich Hilfe. Ja, mit den Preisen haben wir bis so schon ein paar Sachen gefunden und ein paar Sachen gekriegt. Detailer veröffentlichen wir noch nicht so direkt, aber wir haben noch nicht. Wir kriegen noch ein paar Preise, gebe ich so. Natürlich war ja nicht klar, wie viele Leute wir schlussendlich kriegen. Es ist doch nicht wirklich irgendjemand grafisch, dass man 30 Teams kriegt, was ich super fand. Aber dadurch schon mal die Möglichkeit für Lo tatsächlich dann auch echt und Sponsor runterzugehen und dann fast 12 national so viele Leute erreicht, dass man denen so, wo da so geht oder was auch immer, wo da sponsert. Das heißt, das geht ganz Stückchen mehr einfach und da könnt ihr euch sicher sein, dass man da ein paar Preise für bis zum Schluss im Jahr versprechen. Genau. Also wir noch andere in der Liga, und zwar haben wir dezidiert wie 4 geschlossene Community, eine Wintersaison und eine Sommersaison, die jeweils ungefähr 5 Monate dauern, und immer ein Pause dazwischen immer. Und der hat Chance, nur der ersten Saison einfach oben und aufzusteigen, also die lässt steigen wir auf, die erste steigen drauf, so dass man die starken Equipen noch schließlich in der Division 1 gesammelt tun. Und nur dem ganzen Jahr gehen dann Preise verteilt, und da sind dann die Gewinner dann auch fest. Ja, also die erste Saison wird dann wahrscheinlich bis Mitte Juli dauern. Und ja, dann machen wir eine kleine Pause, wo wir eben während der Pause dann Final vom K.O.-Turnier spielen. Und ja, da geht es noch um Last dann eigentlich. Das ist nur die Möglichkeit für aufzusteigen. Voilà. Für mehr Details könnt ihr natürlich auf videogames.lu gehen. Wir haben da natürlich immer in der Beschreibung einen Link, wo wir ein extra Board gemacht haben für Feierabend. Wenn es ein riesiges Success ist, wo das ganz tut, machen wir dedicated, also gib mal dem Board, gib mal dem Turnier vom ganzen Board wieder. Das heißt, du kannst auch einen eigenen Thread abmachen, wenn du zum Beispiel irgendein Match, spezielles Match diskutieren, wenn du willst gerne Reklam für einen Stream für das Turnier machen. Wir haben dort Regeln gepostet, wir haben dort Matcher gepostet, das wirklich so, dass jeder versteht und dass es auch ganz ordentlich ist. Und ja, das heißt, du kannst ganz Community mitmachen, dass jeder kann einen Thread abmachen, wenn du wirklich sinnvoll ist natürlich. Und du über ein besonderes Match diskutieren oder eine besondere Aktion, voilà. Und wir probieren einfach erstmal anzubegreifen, also, dass man wirklich ein Community der Turnier anderen bilden, und weil dann also von quasi Spaß, wenn ich noch drüber diskutieren und ja, also ich quasi auch abregen kann. Voilà. An dem Bot wird noch immer dann ungekündigt, wer spielt, auch noch wie nie, und auch das Resultat wird noch so gepostet gehen, und auch immer die aktuelle Tabelle mit den Punkten, wenn eben echt und so weiter. Ja, du fand all die Informationen, die da braucht, wenn da erst nämlich sicher sieht, wie eine Equipe spielt oder so, das steht alles so drauf. Die Equipe muss auch immer können, wie sie spielen, das steht alles dort, die Informationen sind alle auf einem Platz gesammelt, für das auch jeder das direkt von der Übersicht. Ja, und ich gehe so nicht weiter am Anfang von uns. Ja. Wirklich vielmals merci für den riesigen Support.
Und ich war mega, dass wirklich so viele Leute dabei sind. Und ich hoffe, dass ich da auch über die ganze Saison eben weiter zieht. Wir probieren wirklich schon zuletzt ein kompetitiv, ja, am Anfang kompetitiv Engagement zu schaffen, für das auch Leute halt zuletzt können wirklich gamen und da dann einfach mit ein bisschen Eifer eben gamen. Das soll schon, wenn ihr guckt, mit 200 Leuten kann ich schon bald sagen, dass der Gewinner von dieser Liga, von der besten Team von Lützeburg ist. Und das ist etwas, wo nicht so einfach gesagt ist, noch bestimmt nicht so einfach gemacht ist. Und ich freue mich auf ganz viele spannende Matches. Und ja, ich gehe so nicht weiter von Eis. Ja. Naja, bis zum nächsten Update-Video oder am Forum oder Facebook. Vielleicht am Match. Oder vielleicht am Match, oh ja. Naja, dann ciao und bis nächstes Mal. Ciao.